China hat Afghanistans Taliban-Regierung humanitäre Hilfe im Wert von rund 26 Millionen Euro versprochen. Es handelt sich dabei nicht um eine riesige Summe, doch symbolisch ist die demonstrative Unterstützung der kommunistischen Staatsführung wichtig für die Taliban. Chinas Außenministerium erklärte, dass unter anderem Getreide und Medizin ins Nachbarland geliefert werden sollen. Im Kampf gegen das Coronavirus will US-Präsident Joe Biden Berichten zufolge eine Impfpflicht für Angestellte der Bundesregierung verfügen. In einem offenen Brief warnten die Gruppen, die sich für Minderheiten wie Uiguren und Tibeter einsetzen, die Sender davor, sich zum Komplizen Chinas zu machen und die Menschenrechtslage in dem Land weiter zu verschlechtern. Mit der Übertragung von Peking 2022 werden ihre Unternehmen diese Missstände legitimieren und etwas unterstützen, das weithin als Genozidspiele beschrieben wird, hieß es in dem Brief. Holland verklagt TikTok auf 6 Milliarden Euro wegen Datenschutzverletzungen, weil TikTok Daten missbraucht, Inhalte von Werbung gegen Regeln verstoßen, schädliche Inhalte nicht entfernt werden und Daten der Benutzer an die USA und China verkauft werden, hieß es in der Verlautbarung. Ein halbes Jahr nach der Blockade des Suezkanals in Ägypten ist dort für kurze Zeit abermals ein Schiff stecken geblieben. Ein 225 Meter langer Frachter sei in der Wasserstraße am Donnerstag auf Grund gelaufen, erfuhr die deutsche Presseagentur aus Quellen in der Kanalbehörde. Kurze Zeit später habe er seine Fahrt fortsetzen können, hieß es. Blinken sagte in Rammstein, die von den Taliban angestrebte internationale Legitimität müssten die Islamisten sich durch ihr Handeln verdienen. Zudem geben Verbindungen und Vergangenheit einiger Regierungsmitglieder Anlass zur Sorge. So wurde etwa Taliban-Vizechef Haqqani, Chef des berüchtigten Haqqani-Netzwerks, zum Innenminister ernannt. Das Haqqani-Netzwerk wird für einige der grausamsten Anschläge in Afghanistan in den vergangenen Jahren verantwortlich gemacht. Twitter will die Möglichkeit, auf Tweets mit Emojis zu reagieren, für eine begrenzte Zeit in der Türkei testen. Der US-Autobauer Ford will seine Produktion von Autos in Indien einstellen und rechnet mit milliardenschweren Belastungen aus dem Umbau. Die Herstellung von Autos für den indischen Markt solle sofort beendet werden. Die Produktion von Exportfahrzeugen und weitere Werke für Motor- und Karosseriebau sollten bis Mitte kommenden Jahres folgen, teilte der Konzern am Donnerstag in Neu-Delhi mit.